Timing nennt sich das. Willkommen, meine Damen und Herren, zu Bondage Servola. Bondage Servola, Bruder. Hey, willkommen zu Metal Servola. Cheers. Heute haben wir eine spezielle Folge. Machen wir auf dem Sofa mit unseren zwei Möps. Oder? Ein bisschen gechillter, entspannter. Und ich fühle mich wie so ein James Bond-Bösewicht. So. Ich kann mich voll nicht mit der Maske trinken, Alter. Wie machen die Jungs von Xonor? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, die Jungs von Xonor machen einfach ihre Maske dreckig. Mhm. Hey, aber ja, merci, dass ihr euch reingetuned habt in diesem Podcast. Wir reden über Metal und was ist? Was ist? Alright, warte, ich muss die Maske abziehen, das ist so schlimm. Wie halten die Jungs einfach aus? Okay, also ich übernehme mal schnell, während der Ricky da seine Bondage-Masken abzieht. Falls ihr euch fragt, wieso er eine Bondage-Maske hat, hört unsere letzte Folge, wo wir zusammen mit den Jungs von Honor, yes. Honor aufgenommen haben. Voll, schwer lustig. Sie sind sich selber etwa gleich einig, wie man ihren Bandnamen ausspricht, wie Eversis. Mega. Ich habe das Kompliment bekommen für die Folge. Wirklich? Und zwar, dass es meine Kollegen recht angenehm gefunden haben, dass ich mal meine Schnurren gehabt habe und jemand anderes geredet habe. Die haben das super gefunden. Anscheinend ist der Paddy, der Ex-Bassist von Save Last Breath, mit dem Bassist von Xonor, dem Luca, im WK gewesen. Weil er hat gedacht, so, hey, die Stimme kommt mir mega bekannt vor. Und dann hat er anscheinend so ein Bild angemacht und gesehen, dass es der Luca ist. Los. Die sind zusammen im WK gewesen. Die Schweiz ist einfach so klein, Mann. Sag auch dort einen verdammten Schnurri. Nein, also wir sind letztes Mal im Thurgau zu Besuch gewesen, im Proberaum von den Xonor Boys und es war eine lustige Erfahrung gewesen. Also Proberaum Invaders machen wir sicher nochmal. Und ja, eben heute sind wir da gemütlich bei mir daheim mit den Hunden am Chillen. Wir haben gefunden, ja, also ich habe nicht das so viel warte, mein Kopfhörer ist am Arsch von der Kleine da, ausgesteckt. Alright. Ja, aber wir sind eben im Thurgau und heute daheim, chillig, gemütlich. Und machen wir das kleines Recap, würde ich sagen. Ja, also ich schlafe schon fast ein, ist so gemütlich. Ja, geil, das ist geil. Ja, ist eigentlich viel passiert die letzten 2 Wochen. Also, gucken wir. Also, wir haben den Xonor-Podcast gemacht und diese Woche war ein Konzert nachher, oder? Ja, aber ich glaube, das war also ziemlich das Einzige, was gelaufen ist. Ich bin gestern noch am auf Anraten vom Umi, habe ich müssen shit, wie heisst es jetzt? Wer hat gestern zu Baden gespielt? Gestern? Siamese. Der Umi hat gesagt, der Papa Umi hat gesagt, der Onkel Fabian hat gesagt, ich müsse auf Baden als Siamese-Konzert, weil ich es sicher geil finde. Dann habe ich auf Spotify reingelassen und er hat dann mit mir gewettet, wenn ich es geil finde, muss ich ihm einen Kuchen backen. Und ich habe so reingelassen und dachte, ja, Bruder, den Kuchen backe ich ganz sicher nicht. Und ist nicht gut gewesen. Ja, ich muss ihm trotzdem einen Kuchen backen. Ist gut gewesen? Ja, also Spotify tönt jetzt wirklich wie alles, was ich nicht gut finde, aber live sind es gut gewesen. Alright. Danke, Umi, für den. Ich bringe dir deinen Kuchen bald. Ja, Resolve hat auch gespielt, oder? Ja, die sind gut gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, die ersten 2 Bands sind absolut neu gewesen, aber... Alright. Ja, aber das ist jetzt zu weit vorne. Also wir haben die mit Xonor aufgenommen am Samstag. Am Montag haben wir die Folge rausgebracht. Und an dem Samstag ist ein Konzert, wo wir überhaupt keine Werbung gemacht haben. Ja, okay, das Ding ist ja, wir haben auch wirklich... Also es ist ja auch völlig anders gekommen, wie es eigentlich geplant war. Ja. So, für die Leute, die das jetzt nicht mitbekommen haben, die wissen, das ist mein Familienkabelkollege da, das wird es nicht essen. Es war eigentlich so, dass wir, also Eversis, hätte ja gespielt zusammen mit Another Approach, Thorn, Invoker und Save Last Breath. Voll. Und dann, schon am Abend voran, aus Betrayers of Kamigawa, plötzlich Champions of Kamigawa geworden. Weil irgendwann, wir sind am Probe gewesen, im Bandraum, und dann kommt plötzlich so der Timo, einfach so aus dem Nichts, so, boah, Alter, nein, hey. Und ich so, was? Und so, nein, fuck, morgen, Alter. Und ich so, was? Und dann so, ja, Invoker kann leider nicht spielen. Und ich so, oh, schade, Invoker kann nicht spielen. Sad, wirklich sad. Und dann kommt aber so 2 Sekunden später, der Dave, der Save Last Breath, Dave, hat mir die ganze Zeit so geschrieben, hey, hast du mir dem Ricky seine Nummer? Es ist mega wichtig. Und ich so am Proben so, ja, so, ich kann jetzt gerade nicht. Und dann habe ich deine Nummer geschickt und er so, hat sich jetzt auch erledigt. Dann schaue ich so im Gruppenchat hin, so, ja, aber Whiteout spielt dafür. Und ich so, ja, geil, Alter, in dem Fall. Ja, ist es auch nicht gegangen, weil wir sind auch am Probe gewesen. Ich habe mich schon gefreut auf das Konzert mit Invoker. Ich habe mir schon ein Ticket gekauft, weißt du, gerade am Freitag. Hast du das Geld wenigstens zurückbekommen? Ich habe das Ticket geschenkt.
Nein, und ich so, ja, weißt du, ich freue mich, weißt du, kein Stress, ich muss nicht spielen, oder? Ich kann einfach enjoyen, ich kann einfach das Konzert schauen, ein bisschen saufen und so. Und dann sind wir am Probe und dann kommt die Anfrage und ich so, alright, ich bin dort. Mike wäre auch dabei gewesen. Ich glaube, der Tim wäre auch dort gewesen. Also 3/5 von der Band wären jetzt dort gewesen. Und dann habe ich gefunden, ja. Aber wer jetzt dort gewesen? Hätte jetzt schon das Ticket gehabt? Ja, der Mike hat das Ticket. Okay. Ah nein, er wäre Gäste von Safeless Breath gewesen. Ja gut, fair. Er ist ja der Sänger von Ja, und hat er am Schluss mit Safeless Breath den Song gemacht? Ich glaube nicht, im Fall. Ich weiß nicht. I don't know. Aber nein, es war lustig gewesen. Und dann haben wir, sind wir am Samstag gewesen. Und es war ein lustiger Abend gewesen. Das war schon insane gewesen, Mann. Ja, ich meine, wenn dir jemand fragt, hey, wollt ihr an einem Konzert mitspielen, das schon ausverkauft ist? Dann muss man schon sagen, ja. Ja, das stimmt. Das ist ja, okay. Du hast gar nichts zu verlieren gehabt. Es war literally ausverkauft gewesen. Am Freitagabend. Die ganze Woche durch haben mich Leute gefragt wegen Tickets und ich so, kaufen sie gehen weg. Und dann also, ja, aber es sind wirklich schon so viele Tickets verkauft worden. Und dann ich immer so, ja. Aha. Und ich habe einfach gewusst, dass am Freitagmittag sind 100 Tickets verkauft worden. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht habe ich es jetzt auch falsch drin. Auf jeden Fall sind in den letzten 2 Tagen noch etwa 100 Tickets weg. Ja, da muss ich schon sagen, ist eine gute Strategie gewesen von Safeless Breath. Der Rico hat das Video gemacht am Freitagnachmittag, genau der. Und er sagt so, hey, es gibt nicht so viele Tickets, kauft es doch, dann kommen ihr morgen sicher. Und ich im Moment so, scheiße, ich will nicht jetzt irgendwie sagen, kaufe ich morgen noch den Abendkasse und nachher kommen, es gibt keine Tickets, dann muss ich wieder zurückgehen. Dann habe ich gefunden, nein, dann kaufe ich nachher wieder 2 Tickets gekauft. So. Und sind wirklich praktisch ausverkauft. Ich meine, es hat, glaube ich... Also nicht praktisch, es hat an der Abendkasse noch 15 Tickets gehabt, die sie einfach auf die Seite gelegt haben für eine Abendkasse. Wieso machen sie das? Weil sie genau gewusst haben, dass noch irgendwelche Leute am Abend am 7. Der Döme ist halt ein guter Organisator. Er hat einfach genau gewusst, dass irgendwann am Abend um 5 noch irgendeiner auf die Idee kommt, an das Konzert zu kommen. Und dann am Nachmittag hat er irgendwann so das Gefühl gehabt, hey, wenn irgendeiner fragt wegen einer Abendkasse, sagt er, es sei ausverkauft. Weil es stehen jetzt dann wahrscheinlich etwa 20 Leute vor der Tür, die das Ticket noch kaufen wollen. Es sind 5 Minuten hat es Abendkasse gegeben und dann ist es fertig. Völlig insane. Aber ja, es ist mega lustig. Ich meine, ausverkauft, weil ich 21 tun ist der Shit. Und eben, der Döme weiss jetzt, also nächstes Mal, wenn er so ein Kamigawa-Dings macht, dann muss er es fast oben machen. Ja, aber hoffentlich nicht im Dynamo. Das ist viel zu teuer. Hast du mit ihm geredet, wie teuer das scheiß Dynamo ist? Das ist ein gottverdammtes Jugendhaus von der Stadt Zürich. Ja. Was nehmen die sich eigentlich aus, so fucking teuer sein? Ich weiss, da müssen wir mal Erfolg machen mit dem Organisator, weil ich wollte eigentlich den In-and-Outs kennen von der ganzen Konzertorganisation Dingsbums, oder? Weil ich habe jetzt im Kopf nicht wirklich, ja, die Location ist teuer, die ist weniger teuer. Ich weiss nicht im Fall. Ja, ich weiss nicht. Ich weiss nur, dass wir haben selber schon mal eine Show im Dynamo organisiert und es war nicht wirklich günstig gewesen. Oben? Nein, unten. Nein, sicher nicht oben, Alter. So, wir haben schon mal eine Show oben organisiert, aber spielen nachher nicht unten. Okay, ja. Okay. Nein, das war okay gewesen, aber ja, es ist teuer anscheinend. Aber ja, hat sich gelohnt. Ich glaube, es ist auch an der Bar sehr gut gelaufen. Ja, das ist super. Also, ich meine, W21 ist ja Home, oder? Hey, Alter, ich habe glaube fast gleich viel dort unten gespielt wie im Ebri. Nein, ich glaube, ich kann mehr im Berg 21 spielen als im Ebri mittlerweile. Boah. Ja. Aber ich kann nicht. Gut, aber Whiteout hat er nicht so oft im Ebri gespielt. Wir haben, glaube ich, einmal oder zweimal im Ebri gespielt. Ja, dann haben wir fix mehr im Berg 21 gespielt. Und vorher mit Atropas haben wir, glaube ich weiß nicht, ob wir mit Atropas heute gespielt haben. Aber ja, in dem Fall nicht. Ich glaube, etwa 5-mal im Ebri gespielt und einmal unsere Platte darf. Wir haben im Werk. Dort habe ich nicht gespielt selber, aber das wäre Werk 21 Bandit gewesen. Ja. Das war, als ich in Kuba war mit Safeless Breath. Mhm. Dann unsere eigene Platte darf im Werk 21. Ja. Champions of Kamigawa. Voll. Dropout Kings. Mhm. Und jetzt das Konzert Betrayers of Kamigawa. Also eine 5-5. Also Band Versus hat 5-mal im Dings gespielt. Ich weiss nicht, ob wir 6-mal im Ebri gespielt haben oder so, aber ja, es kommt. Alright. Ja, aber Dings, also ich muss sagen, sehr, sehr cool, dass es geklappt hat. Eben schade wegen Invoker, ich habe wirklich live gesehen. Mhm. Aber zum Glück haben wir gerade einspringen. Also wir sind gerade am Probe gewesen. Wir haben vor, Zeugs aufzuräumen, weil wir am Sonntag haben wir müssen woanders gehen, in 45 in Zug, gehen auf Live-Sound, auf unsere Live-Sound arbeiten.
Dann haben wir gefunden, ist ja alles im Auto schon, oder? Ja, Zeit. Nein, es war lustig. Ich muss sagen, Another Approach hat mir recht überrascht. Also ich habe die nicht gekannt, also nur vom Gesehen und vom Hören, aber live habe ich gesehen und ich so, was habe ich da gedacht? Du hast mir geschrieben, dass sie sagen, irgendetwas mit Breakdowns. Ja, Hammerfall? Nein, nicht Hammerfall. Es ist, glaube ich, eine Schweizer Band sogar. Du hast gesagt, Lotrify mit Breakdowns. Aber Lotrify haben ja Breakdowns. Ja, ich weiss, darum habe ich nicht so gecheckt, wieso du mir das geschrieben hast. Aber das hast du geschrieben. Ja, so Symphonic Breakdowns. Also das, was ich nicht gedacht hätte, wäre... Ich habe es mir nicht vorgestellt, aber ist cool. Ja, ist geil. Ich habe es leider nicht mitbekommen, weil wir haben halt nach ihnen gespielt. Das heisst, wir müssen unseren Scheiß parat machen. Das sind 5 Bands an dem Abend. Das ist so ein Gepacke. Das ist insane. Wir haben eben mit Another Approach, unser letzter Gig im Oktober letztes Jahr, haben wir mit Another Approach gespielt. Das war in Bülach oder? Nein, in Zürich. Und dort haben wir nachher einfach quasi... dann haben wir nachher einfach gesagt, ja, hey, zum den Sound, wir beide einen Soundcheck machen, das einfacher ist, haben wir einfach alles unser Zeug aufgestellt. Dann haben wir unsere 2 Sachen gespielt und dann haben wir alle Sachen uns runtergeräumt. Das ist einfach darum haben wir dort so ein bisschen zusammengearbeitet. Ja. Aber ja, ich habe sie leider nicht wirklich schauen können. So den ersten Song habe ich gesehen und nachher habe ich hinterher müssen unseren Scheissdreck parat machen, weil ja, eine halbe Stunde Set ist nicht so viel, 1 Viertelstunde umbauen und der ist da gestanden und geschaut, dass man parat ist. Ja, die Organisation war wirklich top gewesen. Ja, es ist mir auch endlich gegangen mit Thorn, oder? Ich wollte länger bleiben, aber ich habe so 2, 3 Songs habe ich geschafft. Plus nachher bin ich im Backstage gegangen, strecken, weil wir sind nicht mehr die Jüngste und wenn ich nicht meine Beine strecke, dann, weißt du, nachher bekomme ich die nicht Muskelkater, sondern die Krampf. Ich habe kurz vor dem Gig rechten Fußkrampf bekommen. Immer, aber immer, wenn ich den Fuß auf dem Ding auf Lautsprecher habe und nachher bekomme ich Krampf, oder? Oder nachher mache ich irgendwann einfach einen Kick und ich tue überstrecken und nachher tut es mir weh, das ganze Konzert. Es ist nicht lustig. Nein, ich habe es herausgefunden. Bei mir ist es so ein bisschen, glaube ich, so nicht Nervosität, aber ich hype mich dann immer so ein bisschen rein und dann ist mein ganzer Körper immer so ein bisschen angespannt. Eben. Das ist nach dem Konzert. Ja. Also ich bin nach dem Konzert verdammt am Arsch gewesen, weil dann ist so mein Körper gerade so oben runtergekommen. Aber gerade so, ich habe während der Show habe ich das Gefühl gehabt, hat mein Körper schon angefangen so, ja, jetzt bist du entspannt, jetzt kann ich runterfahren. Und ich so, irgendwann habe ich nicht mehr drücken für die Vocals. Und ich bin am Screamen und merke einfach so, wie es nicht mehr kommt. Und dann habe ich gedacht so, shit. Dann ist zum Glück ein Song, dann haben wir den Song gehabt, wo ich nicht screame und dann ist es nachher wieder gegangen. Aber dann habe ich gedacht, so, das ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt gewesen. Nein, also, was ich kann, ist, ich hatte die Nebelmaschine gerade neben mir gehabt. Und ich habe noch nie so einen trockenen Hals gehabt. Ich bin am Verrecken gewesen. Ja, es war hure trockene Luft gewesen. Mega trockene Luft. Und ich habe mir entscheiden zwischen Songs, okay, entweder trinke ich jetzt Wasser oder ich tue eine Stimme. Und ich habe einfach Wasser getrunken, ich bin am Sterben gewesen. Bis am Schluss. Stimme ist für Anfänger, mache ich nie. Nur dann, wenn wir umstimmen für den Song. Sonst muss ich wirklich... Nein, ich muss sagen, also ich habe jetzt 2 Gitarren. Jetzt spiele ich meine PRS mit Whiteout und die Tuning Stability von dir ist nicht die beste, aber das ist auch eine kürzere Scale, nicht die normale. Aber mit meinen Bariton im Fall, die lasse ich 2 Wochen und ich nehme sie wieder raus mit dem Chapman Bariton und ist immer noch in Tuner. Lifehack. Ich habe ja so eine billige Yamaha, also nicht billige, ich habe ja auf Tutti für 80 Stutz eine Yamaha gekauft. Die Gitarre, die ich jetzt brauche, live. Ja. Schon 80 Stutz Gitarre, die ich auf Tutti gekauft habe, ich habe gemeint, es ist eine Yamaha Einsteiger-Gitarre. Habe ich sie in die Hand genommen, gemerkt, das ist kenne ich. Dann habe ich es gegoogelt und gemerkt, dass sie 20 Jahre alt ist und hier 1200 Stutz gekostet hat. Geil. Und dann habe ich einfach quasi die Hardware-Dings. Ich habe Lifehack, die Bridge-Saddles. Du musst einfach, wenn du willst, dass die Dinger heben, keine Seite mehr reißt und stimmstabil ist, musst du einfach die Bridge von Graphtec kaufen. Graphtec-Sattel, die sind nämlich mit Graphit. Und durch das hat es keine Reibung. Alright. Also seit ich die habe, ist mir noch nie eine Seite... Weil sonst sind die Seiten immer an den Sättel gebrochen, also gerissen. Weil das einfach das Metallteil sich dann einfach irgendwann durch die Vibration von der Seite hat sich einfach aufgeschürt und so eine Kante gegeben und dann gerissen. Also das ist mir nie passiert, aber ich kann eben gerne die Hipshot Bridges, aber das habe ich eben nicht mit der PRS nicht. Ich muss mal gucken, was ich da mache. Und dann gibt es dann habe ich glaube auch von Graphtec gerade noch die Locking Tuners. Schick mir einen Link. Das ist brutal im Fall. Ja. Das ist wirklich... Und dann noch, glaubt es mir kennen, aber der Dario Strings hat New York XL. Die sind ja... NYXL, oder? New York. NYX. Es ist New York! Es ist die Abkürzung, New York XL. Ja, voll. Die NYXL sind cool. Die sind zwar schon 10 Stutz teurer,
Ja, sind was? 25 Stutz pro Seite? Ich auch nicht, ich bestelle sie immer im Thomann, jetzt sind sie nicht so teuer. Sie sind zwar ein paar Stutz teurer, aber ich habe auf der Gitarre, die ich jetzt spiele, habe ich sie am Morgen vom Konzert mit Another Approach draufgerührt. Das Konzert war am 15. Oktober, letztes Jahr. Draufgerührt, gestimmt, bin ans Konzert gefahren, Soundcheck gemacht, Seiten sind in Tune gewesen. Gestimmt, Konzert gespielt, Seiten sind in Tune gewesen. NOX sind schon nice. Das ist mir noch nie passiert. Sonst musst du immer die Seiten ausstrecken, das habe ich nicht gemacht und alles. Die sind fucking in Tune gewesen. Und weißt du, mit welcher Seite habe ich das Konzert gespielt letzte Woche? Die von Mit denen. Jesus Christ. Weil es ist meine Live-Gitarre, ich brauche sie nicht so oft. Okay. Ich habe die hohen Seiten noch rausgenommen, die haben alle noch glänzt, die haben alle noch neu ausgesehen. NOX sind cool. Und 15. Oktober, letztes Jahr. Das ist mehr als ein halbes Jahr her. Voll. Das ist insane. Wenn es der Dario Endorsement für den Podcast findet. Ja, bitte der Dario. Oder wie die Amerikaner sagen, Dia Dario. So. Dia Dario. It's fucking Italian, it's da Dario. Der Dario. So. Das ist wie mein Chef früher. Ja. Weil er gesagt hat, so fragen, do you think Lamborghini is a good car? Und er einfach so, what the fuck Lamborghini? Are you also saying Spaghetti, you idiot? Trink einen Espresso. Ja, da sind wir aber kurz ein bisschen ausgeartet, Ja. weil eben, aber die Show ist fucking sexy. Show ist Bei geil uns sind am Schluss vom Konzert mehr Leute reingestanden wie am Anfang vom Konzert. Das passiert sehr selten. Das ist geil. Das passiert sehr selten. Nein, also Leute sind vom Anfang an dabei gewesen. Es war fucking packed gewesen. Es ist bei der ersten Band schon voll gewesen. Das finde ich nice, weißt du, wenn Leute nicht irgendwie erst für die letzte oder die letzte zweite Band kommen. Gut, es hat ja auch niemand das Timetable rausgelassen. Das ist gut. So ein Lifehack, wenn ihr Konzerte organisiert und wenn das die Leute von Anfang an kommen. Sagt nur, wenn Doors sind. Unbedingt. Sonst nichts. Aber es gibt wirklich Leute, die nachher 2 Stunden später kommen, hey, ich habe nur die Band gesehen. Ja, und es kommt auch jedes Mal ein SMS von all deinen Kollegen. Hey, wann spielt ihr so? Ja, hey. Ich weiss. Was ist das gewesen? Sveti hat mir mal auf Instagram so ein Meme geschickt, wo so gestanden ist. Bei Corona so, Musicians are going through a hard time. Text them to let them know that they love you. Nachher siehst du so Textfrage. Hey, at what time is the show? Hey, can I get on the guest list? Hey, can I put my jacket backstage? So, das ist wirklich fucking hilarious. Ja, du hast etwas bei der Zeit. Wo, da? Nein, andererseits. Da? Ja. Ist es weg? Nein. Nicht? Nein. Schade. Ist da inzwischen. Ist gut. Alright. Hab's gefunden. Ja, aber nein, Konzert war Hammer gewesen. Leute sind abgegangen wie crazy. Und was ich mega cool gefunden habe, als wir gespielt haben, ist, Leute haben gemoscht und nicht gekickt. Alter, wo ihr gespielt habt, eure Lichtshow war der absolute Ficker gewesen. Hey, Licht ist so gut für alle gewesen. Bei euch war der Mike gewesen. Sorry, bei uns ist das Licht wirklich gut gewesen. Der Mike ist der gewesen. Bei Safer Last Breath ist das Licht brutal gut gewesen. Der wie heisst der Claudio hat das Licht gemacht. Der macht das Licht öfters bei ihnen und der versteht irgendwie als einziger Mensch auch die hohe Anlage im Werk 21. Ich glaube, unser Mike hat einfach etwas gemacht. Das ist cool. Ja, aber ich habe GoPro-Videos von unserem Set und das hat wirklich am Schluss beim Breakdown von Dragging Down, bei dem Stop Pretending, also der hat wirklich perfekt so also er hat Strobos. checkt nachher wieder. Wirklich Strobos und der Blinder und alles passt und dann kommt irgendwann nach unserem Set, während vorn spielt, kommt der Dave so zu uns so sagen, hey Silvan, kannst du das Licht machen für Whiteout? Und ich so, Junge, ich bin schon mit zweiten Gin Tonic. Nein. Also ja, wir haben sonst niemand und ich muss mich vorbereiten für zum Konzert spielen. Dann hat der Mike von Anthem for a Dying Day, der da auch schon bei uns war, und ich sind professionell. Ich muss dann noch ein Video schicken. Ich tue das Video in die Story, wenn das Ding rauskommt. Wir sind professionell hinter dem Lichtpult gestanden bei Whiteout, haben das Licht gemacht, haben es voll gefühlt. Es war am Anfang eine sehr holprige Sache gewesen. Es hat nicht funktioniert. Ja. Der Dave sagt mir, der Strobo-Knopf funktioniert. Mike und ich stehen da, wenn Strobo machen bei euch und es macht einfach so. Einmal einen Blitz und dann nichts mehr. So gut. 2 Minuten später wieder ein Blitz und dann nichts mehr. Wir sagen, okay, wenn wir ohne Strobo arbeiten, haben wir immer Blinder eingestellt mit den Breakdowns und so. Hinten die hohen Lichtli und dann am Schluss haben wir es wirklich rein gehabt. Dann haben wir so schnelle Bewegungen gemacht mit den Lichtli und alles. Wir haben das hure Mühe gegeben. Es ist nicht gut gewesen, aber es ist auch viel gewesen. Es ist einfach kreativ, oder? Die Lichtshow von Whiteout an diesem Konzert war nach dem Motto mehr ist mehr. Ist einfach wir haben das Hälfte vom Konzert vergessen, dass wir euch ein bisschen statisches Bühnenlicht geben, dass wir euch auch sehen. Das ist einfach nur.
Es war einfach nur so dunkel gewesen und irgendwelche wilden, farbigen Lichter rumdrehen. Das ist auch cool. Ich meine, die Stimmung ist ein Shit, weil wir haben es alle gut miteinander. Wir haben alle schon mega viel Mal so oft zusammengespielt. Ja. Es hat einfach keinen Platz gegeben. Also wir haben glaube ich, der ganze Gang in einem Berg 21 war voller Equipment gewesen. Ja, Einfach, ja. Du hast nicht können Zeugs wie 5 Bands stauen im Backstage. Und ich meine, Backstage ist auch super genius, wie du dort reinkommst im Sofa nachher müssen alle aufstehen, dass du durchlaufst. Ja, es ist wirklich... der Backstage ist perfekt, wenn du so 2 bis 3 Bands bist. Naja, dann ist er zu klein. Ja, nein, er ist schon. nicht zu klein. Er ist immer noch, sorry, ich darf jetzt nicht, man darf nicht Nein. sagen, sorry. Es ist immer noch der beste Backstage, den ich je war. Ist es? Im Albani, dort hat es einfach keinen Platz gehabt für das Equipment, aber dort hast du in dem Haus rein können noch andere Räume haben. Beste Backstage ist Ebri, Bruder. Ja, no Backstage is a Backstage, oder? Oh, genau. Nein, ich glaube, die Name ist schon der beste bisher. Es ist wirklich eigentlich, es ist ein recht solider Backstage. Voll. Ja. Ich muss mal... Kiff. Kiff hat den besten Backstage, wo ich bis jetzt je drin war. Warte, schau. Kiff haben wir auch gespielt. Also du, ne? Ja, er hat Turnen gespielt mit Sylp und Anthem. Swas. Swas gar nicht haben. Und ich bin einfach als Crewmitglied von Sylp da gewesen. Ist nicht Swas und Anthem gewesen? Nein, Safer als Breath war Aha. Sacrificed und ich glaube Whiteout auch. Ja, das sowieso. Eure Platte darf ich. Eben, ja. Ob Anthem for a Dying Day war, weiss ich gar nicht. Ich glaube, ich habe die Platte noch, die getauft worden ist. Von Swas. Ja, die hast ja du produziert. Eben, mit Bier ist getauft. Ja. Oh. Die habe ich, glaube ich. Aber ja, es war lustig. Eben, Konzert ist nice gewesen. Merci, dass ihr alle gekommen sind. Sie ist sogar crowdsurft worden. Wir haben natürlich nichts beigebracht, dass Leute kommen, aber wir haben einfach gefunden, hey, machen wir mit. Aber sind ihr gekommen, bevor ist die Zusage von euch, ist die erste Story, dass ihr rauskommt, bevor es ausverkauft war? Ja, aber ausverkauft war erst an dem Tag gewesen, weil... Ja, aber der Vorverkauf ausverkauft. Ich glaube, es ist am Morgen ausverkauft. Am Abend. Es war am Abend um 11 Uhr, aber am 11 Uhr ist anscheinend das letzte Ticket raus. Voll, ja. Weil die Kollegin hat jetzt das Ticket kaufen und sie jetzt nicht mehr kaufen, stimmt. Ich habe von vielen gehört, sie hätten dann so am 10 Uhr am Abend noch ein Ticket gekauft. So, ja, das war aber etwas von der letzten, was du bekommen hast. Ja, wirklich. Ja, wir kaufen euch ein Ticket, Alter. Ich meine, da unterstützen ihr die Künstler und die Veranstalter. Ja, vor allem kaufen euch ein Ticket, weil mittlerweile sind Local-Shows im Werk 21 ausverkauft. Alter, das what the fuck is going on? Das ist das erste Mal, was ich gesehen habe. Einfach. Noch nie. Nein, sonst war es immer noch so knapp gewesen. Unsere Platte war knapp nicht ausverkauft gewesen. Letztes Mal war es knapp nicht ausverkauft gewesen. Aha. Ja, aber ich rechne immer damit, dass wenn ich den Greenfield Band Contest. Ja. Gut, das war gratis gewesen. Im Greenfield Band Contest ist aber nicht free. 50 Leute da gewesen. Oh, wirklich? Ja. Nein, 5 Stutz gekostet. Hat aufgeschlagen. Ich habe gemeint, das ist gratis. Ich habe gemeint, es ist gratis. Ja, free entry. Aber sie haben, glaube ich, 5 Stutz für die Greenfield Festival Foundation. Das habe ich das Greenfield noch gerostet, weil 8 Stutz für ein Bier zu viel war. Dann haben sie ein trauriges Smiley geschickt und ich so, okay, 8 Stutz ist eigentlich gar nicht so viel, aber halt schon. Normal nicht. Nein. Für ein halb Liter Bier. 7. Ich finde 7 ist wirklich gut, 7 ist so ein solider Preis. 8 ist okay, aber es ist viel. Ja. Und ja. Oder was? Fucking. Safer als Breath hat einfach nicht Black Tears Endzeit covered von Heaven Shall Burn. Können wir mal noch kurz über das reden? Ich habe die Band noch nie gesehen, das Cover spielen, außer You Suffer, einfach weil es der Mike lustig gefunden hat. Das Problem ist, ich habe eine Hälfte vom Set von Sylp geschaut und dann habe ich so den Kopf weggehauen und ich habe mich rausgehen. Ja, ich bin eben an der Bar gestanden, haben wir einen Gin Tonic gönnen lassen vom Pede. Bester Mann, Barkeeper. Ex-Bassist von Safer als Breath. Bester Barkeeper ever. Und dann höre ich einfach plötzlich so nothing, just nothing. Und ich so, jo, der ist nicht von ihnen. Der Dave hat mir ein Video geschickt, wo du so siehst, sie spielen den Song. Und irgendwann, so kurz bevor der Refrain reinkickt, siehst du einfach so irgend so ein Dude mit so einem neongelben T-Shirt, wie so eine Infrarot Heat-Seeking Missile, einfach von hinten durchs Publikum durch, geradeaus rein oder einfach im Moshpit blöd. Geil. Bin jetzt sicher nicht ich gewesen. Nein, voll. Und dann hat es mich so gekickt, dass ich das Gefühl hatte, mit dem Mike machen wir jetzt ein funny Video, wenn ich vom Backstage ausgehe und Crowdsurfen. Ja, ich sehe, ist cool gewesen. Aber weißt du, was das Lustigste war? Der Demi sagt mir vor jedem Konzert immer so, hey, egal, die Seiten sind dann dort und so, falls er Seiten auf der Gitarre reißt, dass er die andere Gitarre kann nehmen und ich hole die Gitarre und du die Seiten flicken, oder? Ja.
Und ich habe das nicht mitbekommen, weil ich bin Backstage zum Führerrennen. Und dann ist ihm während dem die Seite kaputt gegangen an der Gitarre. Er hat die andere Gitarre genommen und ich mache so die Türen auf und er sieht mich so und ich mache so zum Mike. Und er will mir so, geil, Alter, komm die Gitarre holen. Und ich so, nope. So über die Bühne gerannt und reingekommen. Oh Mann. Nein, es war eine geile Abend. Aber ich bin total. so kaputt am Montag, weil wir haben Freitag probiert, Samstag Konzert, Sonntag im I45 vom 10 Uhr am Morgen bis am 7 Uhr, bis am 5 Uhr am Abend. Also ich bin am Arsch gewesen, bis am Samstag nächste Woche. Ja, ganz ehrlich. Es hat sich wirklich durchgezogen, weil nachher war es noch so scheiß Wetter. Mega. Aber ja, ich meine, nachher, es war ein cooles Konzert, aber nachher sind wir auch an ein anderes Konzert gegangen. Warte, weißt du, was das Beste war? Was? Weißt du, was das Beste war? Aha. Normalerweise freue ich mich nicht über die Gestalten. Ganz und gar nicht. Normalerweise habe ich das Gefühl, fickt euch, gehen heim, kommt ja nicht mehr hier und verpisst euch. Ja. Aber an dem Konzert, wo wir gespielt haben, von 5 Local Bands, ist California Condom, a.k.a. Illuminium, a.k.a. Defrage, ist vor der Hütte gestanden und hat CDs verkauft. Wir haben es geschafft, wir haben das Level erreicht. Wir haben es Kopfverteilung geschafft. Wir haben das Level erreicht, dass sie kommen. Die Schweizer Metal-Szene ist so gross, dass einfach schon Illuminium davor steht. Ja, ist so lustig. Fucking sick, Alter. Ah, so gut. Ich habe es nachher. Aber die Sache ist, in dem Moment, wir haben gesehen und wir so, ja, gehen wir hin, go prank und so. Aber wir sind beide einfach nervös vor dem Konzert gewesen, oder? Ja. Und ich so, wir wollen einfach. Weißt du, ist so die Stille, die Ruhe vor dem Stuhl. Du willst einfach mal deinen Zen-Moment haben, oder bevor du spielst, oder? Bist nervös am Aufbauen, Dings und so. Willst du nicht einfach irgendjemand gehen und dein Merch verkaufen, so, hey, you like rock music? Ja, es wäre schon fucking funny gewesen, einfach so mit dem ganzen Merch-Tisch anlaufen und fragen, hey, do you like rock music? Weil da ist ein Konzert. Ja. Aber ja, ich habe dann gedacht, die Sachen sind nicht so entspannt. Nein. Und sie sind meistens leicht aggressiv. Ja, ich wollte nicht gerade eine Prügelerei anfangen und nachher werden wir verhaftet. Ja, vor allem, ich kann einfach auch nicht irgendwie noch noch mit einer gröberen inneren Unruhe in das Konzert starten. Das wäre nicht gut gekommen. Nein, musst du deinen Peace haben für das Konzert, das ist wichtig. Wäre ich aber einfach nur als Merch-Boy von Safer Last Breath tätig gewesen, oh, yeah. Weil dann hätte ich die sicher aber sowas von belästigt. Ja, das wäre ein guter Clip gewesen. Safer Last Breath, das sollte im Fall nicht heißen, dass er nächstes Jahr oder nächstes Mal Eversis nicht einladen sollen, wenn er das Konzert oben macht. So, wir kommen sehr gerne wieder. Eure Marketingmaschinerie. Ja, mega. Aber ich habe am Rico gesagt, so, Brudi, wenn du das Video machst und das Shure SM7B hast, wieso nutzt du das Audio vom Handy? Ich habe von Leuten gehört, ich sage noch langsam auf den Sack gegangen. Also, endlich ist das vor einem Konzert, man könnte die Fresse nämlich nicht mehr sehen. Ja, so, okay, cool. Jetzt, wann ist das nächste Reverses-Konzert? Fangen wir wieder an. Ich weiß nicht, ob ich es sagen darf. Okay. Aber sooner than you think. Alright. Sooner than you think. Cool. Okay, warte, ich habe schon einen Flyer gesehen für das eine Konzert. Soll ich es jetzt sagen? Es ist eine Plattentaufe von einer Band aus Winterthur. Aber kommt, folgt den Versus auf Instagram oder im Metal Server Podcast, beidem. Ich poste das ASAP. Das nächste Konzert ist näher, wie ihr denkt, und das übernächste Konzert ist auch nicht einmal so weit. Alright. Wir müssen halt auf Winter kommen. Und das Einzige, was mich... Nein, ich darf jetzt nicht sagen, dass ich ein anderes Konzert nicht kann schauen, weil sonst wissen die Leute, welches Datum das ist. Ist blöd. I sacrifice myself for the greater good. Alright. Nein, ich bin gespannt, dann erzählst du mal off-air. Ja. Okay, nachher. Ja, und ich meine, nachher ist das Konzert und eine Woche danach sind wir beide ja wieder als Konzert. Ja. Bist du irgendwo unter der Woche dort gewesen? Ich bin, glaube unter der Woche... ich bin noch eine Baboon-Show schauen. Die spielen auch mal Open Grenicher. By the way, Open Grenicher ist das Line-Up rausgekommen. Safer Last Breath spielt dort. Fucking sick, Alter. Absolut geil. Ja, nicht nur Silber, es sind auch andere Bands von der Schweiz, die dort spielen. Ja. Wer ist noch gewesen? Must Be Wrong, aber das kennen wir schon. Stimmt, Must Be Wrong. Ja. Die Vorband von der Baboon Show spielt auch dort. The High Times. Das ist so geiler Punkrock. Alright. So richtig sick. Die sind wirklich cool gewesen. Ein Mädel, das singt. Also Mädel. Frau, die singt. Madame, ja. Also ich nehme sie mal an. Es sind keine Pronomen genannt worden auf der Bühne. Das ist jetzt einfach mein Mansplaining da. Also, es ist eine Art. Smorms. Stimmt, Smorms ist dort. Geil. Oder? Es ist ein geiles Line-Up. Alter, Bleed From Within. Ja, voll.
Es ist ein hure Metalcore-Line-Up das Jahr. Mega. Darum, Save Lost Breath, endlich. Shadow of Intent, Breathe from Endlich Within. dort. Breathe Tomorrow. Damn, Bruder. Ist geil. Bin ich Mhm. sehr gespannt. Ja. Nein, aber dann sind wir ja am Lotrify-Konzert gewesen, oder? 15 Jahre Lotrify, letzte Show mit dem 15 Umi. Crazy. 15 Jahre. Das ist... Das ist mehr als die Hälfte von meinem Leben, Alter. Lotrify kann langsam alleine ohne Mitglieder legal saufen. Fuck ja, Mann. In einem Jahr darf Lotrify trinken. In einem Jahr dürfen wir uns an Lotrify vergehen. In einem Jahr dürfen wir Lotrify an Arschlangen. Geil. Mann. Ja. Okay. Aber eben letztes Konzert mit der Mumi. Ja, schade, aber wünschen wir der Mumi das Beste. Der ist die ganze Zeit an jedem Konzert und immer etwas am organisieren. Das, Ja, der Bursch wird schon irgendetwas machen, dass man nicht langweilig wird. ja. Es ist sad, weil der schon cool war. Voll. Und ja, es ist wirklich Lotrify wie immer einfach gefickt. 1,5 Stunden Set gehabt. Komplett in Szene. Im Royal zu baden. Das ist auch noch wichtig zu sagen. Im Royal. Mhm. Das ist eine hure geile Location. Mega. Nervt das Royal, dass dort mehr Metal-Konzerte sein dürfen. Es ist so eine kleine Hippie-Kommune, wo das Ding führt. Die sind ja so ein bisschen nicht so Fan von Metal-Shows. Vielleicht nicht einfach Cash-only machen. Das kannst du Nochmal vergessen. so Ich arbeite damals an der Kasse, weil der Plattenladen im Baden veranstaltet die Partys. Alright. Und der Vater von meiner Freundin kennt die irgendwie oder schafft damals dort. Und dann bin ich dort damals an der Kasse, wenn die Partys sind. Und dann kannst du vergessen, dass dort mal irgendetwas anderes Machen die dort die 80s und 90s Party? Ja, genau. Alright. Müssen wir mal gehen, ist einfach fucking geil. Okay. Ist hure geil. 80s, 90s Party oder 80s Clash oder 60s Rock Party, die sind so gut. Geil. Wirklich geile Partys. Es ist so, es hat Leute drin, von 18 bis 88 im Fall. Es ist wirklich einfach geil. Ja, der Royal Baden ist nice gewesen. Es ist so ein altes Kino, es hat so wie so eine Stege, die oben runterkommt. Du kannst wirklich auf die Bühne schauen, es ist wirklich geil gewesen. Du kannst sitzen. Du kannst sitzen, kannst stehen. Voll. Du kannst dem Janik das Mikrofon klauen, während Maria und nachher das dritte einfach nur Das war eine geile Abend. Eben, Emuka haben dort auch gespielt. Ja, Vinti, können wir das Vinti Geld heißen? Ja, können wir das Vinti, fucking Creator aus der Schweiz, Alter. Ja, Mann. Also, richtig sick gewesen. richtig Einfach hässig. so guter in die Fresse Fresh Metal, Mann. Einfach so. Voll richtig in die Fresse. Also, habe ich richtig cool gefunden. Ja. Ich glaube, ich habe die auch zum ersten Mal live gesehen. Same. Richtig Gas gegeben, Jungs. Also wirklich geil. Wirklich, vor allem, es hat einfach getatscht, Mann. Es ist einfach so richtig, es ist das, was mir am Siamese-Konzert ein bisschen gefehlt hat. Ich habe dann so einen Spruch gefunden, also ich finde es eigentlich schade, wenn Metalcore-Bands vergessen, für was das Core im Metalcore steht. Weil es steht ja für Hardcore. Es gibt schon ein paar Metalcore-Bands, die ein bisschen Pop machen. Ja, aber nein, es geht mir nicht mal um das. Aber weißt du, irgendwie einfach so, weil das Gute an HC ist, dass keines Instrument beherrscht. Und ich habe bei diesem Konzert einfach wirklich das Gefühl, das sind alles gute Musiker zum Metalcore machen, die sollen in einer Jazzband und Geld verdienen. Alright, ja. Weil es muss einfach schon noch ein bisschen stumpf, hässig und es muss vor allem hässig sein. Ein bisschen absurd, hassig So, einfach. du merkst, dass die meisten Leute, die jetzt Metalcore machen, einfach so weisse Mittelstandskiddies sind, wie wir sind und einfach immer zufrieden sind und darum nicht hässig und nichts ändern wollen. Und darum einfach so zu Zeit haben. zu schön pristine. Ja, die haben einfach Zeit, um sich Mühe zu geben und so schöne Musik, so gute Musik zu machen, während halt andere nicht schöne Musiker machen und einfach hässig sind und den Hass mit rauslassen. Amix braucht es einfach die dumpfe. Ja, Gettershot war ja auch noch. Ja, Das Gettershot-Konzert war auch noch. Oh ja, ich kann zwischendrin. gehen, aber ich bin kaputt gewesen. An dem Montag, Bruder, ich kann nicht. So unnötig hässig sein. Ja, Es hat ja. einfach... Ja, du Wenn hast ihr mir gesagt, Gettershot nicht ich kann- kennt, gönnt es euch. Nein, du hast mir gesagt, ich habe reingelassen. Richtig hässig. Es ist brutal. Das ist ja, glaube ich, ein Tag. Das war der, gewesen, wo die Xonor-Band, wo wir den Xonor-Podcast rausgeladen Genau. Alter, das ist so... Ich bin einfach bis um 2 Uhr am Morgen den fucking Clip am Meditieren gewesen, Alter. Weil erst habe ich den Podcast editiert, alles normal, aber nachher haben wir, nebst Podcast, haben wir noch den Vlog gemacht von unserer Reise. Bandroom Invaders. Bandroom Alter. Invaders, richtig lustig. Ich habe mich so vergrölt mit den Greenscreen-Szenen, Alter. Ich liebe es. Ich habe die, glaube ich, 10-mal geschaut. Alter, wir müssen jetzt aber auch fucking fair sein. Also jetzt wirklich fair sein. Ja. Wir haben auch das Glück gehabt, dass unsere Gäste, wir sind ja Gäste bei ihnen, aber dass unsere Showgäste Sonor, das sind einfach gottverdammte Entertainer. Die sind auch einfach fucking hilarious. Du kannst wirklich, also, das ist wie wenn du so eine Late-Night-Show schaust in Amerika, wo die Gäste auch etwas mitbringen und erzählen.
Nicht so wie bei Late-Night-Shows in Deutschland und in der Schweiz, wo einfach so ein Interview ist, wo einfach so Ja- und Nein-Fragen abgeklappert werden. Wir haben einen TikTok mit denen gemacht. Stimmt. Wir sind jetzt TikTok-famous, Ja. Alter. Nein, also ich muss unbedingt noch Clips machen aus dem Podcast, weil es ist so lustig war. So coole Geschichten mit den Jungs. Ja, Ich bin einfach kaputt. Was goddamn impressive war, ist, dass sie einfach ein Konzert in Kiew gespielt haben. Mhm. Gut, zwar nicht die ganze Band, aber trotzdem, es ist insane. Immerhin, recht cool. Nein, also ich habe es mehr genossen. Wir machen sicher wieder Pro Room Invaders. Das ist einfach geil gewesen. Es ist sehr aufwendig, aber es ist geil. ich unterschätze, wie lange ich habe um alles aufzustellen mit den Kameras, mit dem Mikrofon, mit den Lichtern und so. Du hättest nicht so lange zum Aufstellen. Du hast es einfach aufgestellt, dann gemerkt, dass es dir nicht passt, dann hast du es nochmal umgestellt, dann hast du gemerkt, dass es dir nicht passt und dann nochmal umgestellt. Das Perfektionismus ist nicht gut. Aufgestellt hättest du es nämlich schon in 5 Minuten. Mir glaube 2 Stunden, bis wir angefangen haben. Nerven sind blank Und gelegen. nachher haben wir 2 Stunden Podcast jetzt. Oder? Ja, wir sind irgendwie am Abend um 12 Uhr daheim gewesen. Ja, oder so. ja, voll. Ja, ist lustig. Aber hey, mega cool. Nachher habe ich mit dem Mike von Sacrifice und Anfahrt noch Bier gesoffen und das Velo geflickt von mir. Stimmt. Fucking hilarious. Und dann sind wir eben an der 80s Party. Ah, Jesus Christ. Wir sind schon hackevoll nicht an, Ja, das war ja. schon lustig gewesen. Ah. Irgendjemand hat das Gefühl gehabt, dass ich und Mike sein Freund sei. Mhm. Weil wir haben böse geshakt. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater gehabt, wenn wir so am Shaken waren. Das war geil gewesen. Nice. Nein, aber wir haben eine coole Zeit gehabt. Eben, Recap. Können wir sagen, ja, 2 Konzerte. Also du hast Get the Shot noch geschaut, oder? Ja, und Siamese. Und Und Siamese. Baboon Show. Baboon Show ist wirklich Baboon Show. cool, wenn er so ein bisschen, wenn er mal nicht Metal hören, sondern so ein bisschen etwas Rockiges, Punkiges, Fetziges. Wenn er Airborne, wenn ihn cool hören, Mhm. weil Airborne ist schon okay, aber Ich habe noch nie einen Song von denen wirklich gehört. ja, wenn du einen gehört hast, hast du alle gehört. Nein, Baboon Show ist sick. Die kommen aus Schweden, machen so Punkrock, Rock'n'Roll, Punkrock, irgendetwas in die Mhm. Richtung. Sängerin, die könnte im AC/DC-Sänger Konkurrenz Damn, machen, alright. Alter. Und Bassistin. Und ich finde es irgendwie jetzt gerade ein bisschen sexistisch von mir, dass ich das so als etwas Spezielles anstelle. Aber es ist halt einfach auch nicht Standard. Mhm. Aber es ist wirklich eine saumässig gute Band. Ja. Und funny ist, letztes Mal ist am Anfang vom Konzert der Bass ausgestiegen. Und das Mal ist am Anfang vom Konzert Gitarren ausgestiegen. Also sie haben es wieder auskorrigiert. Okay. Alright. Fucking funny gewesen. Aber Dings, nein, ich kann. Aber was wichtig war, ist am Lotrify-Konzert. Mhm. Etwas haben wir vergessen. Unser Kamera-Bro, der Nico, Mhm. sich immer weigert, zu Crowdsurfen, Stimmt. hat wirklich einfach alle Mut zusammengenommen Mhm. und sich auch nicht können wehren, weil wir ihn etwa zu 5 einfach Wir aufgelaufen haben haben. gezwungen. Dass er am Crowdsurfen. letzten Konzert vom Umi crowdsurfen. Weil der Ja. Umi hat sich jedes Mal nichts Sehnliches gewünscht, wie dass der Nico crowdsurfen. Mhm. Und wir haben ihm den Wunsch erfüllt. Voll. Unsere Kamerabrudi, der Nico, der uns geholfen hat beim Xona Pro Room Invaders. Merci, Brudi. Geile Sicht. Voll. Recht guten Job gemacht. Ich muss sagen, also, das Foto sieht geil aus. Hey, Lanz, anders sein. So schläge ich dir Und, wieder ja, und deine Glassenkühlen an. Da. Why are you an ice cream? Ja, ja. Nein, und der hat recht guten Crowdsurf gemacht. Muss ich sagen. Ja, stabil, sogar zweimal. Es Ja. hat so Freude gehabt, er ist zweimal gegangen. So lustig. Wir haben so Freude gehabt, er ist zweimal gegangen. Nein, Ja. es war eine coole Erfahrung gewesen mit dem UK Lotrify. Und ich meine, 2 Jungs von Vicious Rain sind dort gewesen. Ja. Sind einige Musiker dann aus der Szene dort gewesen. Ist lustig. Ja, eben, Sveti war auch noch. gewesen. Shieldbreaker war gewesen, Svet ist gewesen. Der Mauro, Eben Mauro, ja. ich weiß nicht, wie der Rest von der Band heisst, von Vicious Rain, Ex-Defender, New Ja. Printed Money. Und wie hat die andere geheißen, die HC-Band? Welche HC-Band ist jetzt? Disconnected. Stimmt, Disconnect ist vorher gewesen, ja. Ich weiss viel zu viel über. Der Mauro, das ist ja, über das müssen wir nachher noch reden, oder? Ja. Kommen wir gleich dazu. hä? Voll. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ein Recap. Recap, oder? Ja, das Recap. Was machst du, Alter? Ich glaube, diese hat. Sie wollte sich einfach. Ich glaube, Biene hat ihre Wissen. Mhm. Deshalb will ich nicht, dass sie sich scratcht, weil sie scratcht sich zu fest. Und sie geht einfach am Boden miteinander so. Also, der Ricky redet gerade von seiner Freundin, nicht von den Hunden. Ja, genau. Alright. Nein, aber ich würd sagen, gehen wir sonst zu den News, oder? Ja, finde ich gut. Alright, tun wir mal gucken. Ja. Ich
Ja, was ist los? Willst du etwas sagen? Metal Servola, Breaking News. So, für alle, die den Podcast nur hören und nicht hören, dem Ricky seine Hunde geben sich gerade Füße ins Gesicht. Ja, Füße. Das ist der Hammer, der Schläge. Einfach ein Deathcore-Konzert. Oh, warte, sorry, ich habe noch einen random Punkt vergessen. Right. Gestern hat der Sänger von Resolve etwas angesprochen, Sag mal. den ich schon mal auf der Karte gehabt habe, aber gedacht habe, ich irgendwie vergessen habe. Okay. Merch-Cut bei Venues. Ja. Ist das vertretbar oder ist das einfach nur eine elende Hurensohn-Aktion von der Venue, um einfach nochmal ein bisschen Geld einstreichen, um den Musikern Geld wegzunehmen, die schon zu wenig Geld verdienen? Nein, ich glaube, das ist das Thema bei einigen Bands im Fall, die jetzt sich weigern, Merch zu verkaufen wegen dem. Ja, wir im Fall auch nicht. Ja. Ganz ehrlich, wenn ein Venue kommt und mir sagt, ich muss 250 Stutz abstucken zum Merch verkaufen, würde ich ihm sagen, fick deinen Arsch, ich gehe jetzt aus dem Bandraum, Ja, ich habe ein Dings gesehen, ich habe einen Podcast mit vom Phil McKenty geschaut mit, wie heißt er, Tanked Tech. Ja. Das ist ein YouTuber, wo Merch verkauft oder Merch und Crew macht für größere Bands und Künstler. Und er hat auch gesagt, look, es gibt Cases, wo das wo Sinn macht und Cases, wo nicht. Oder es gibt Cases, wo sie tatsächlich einen guten Platz organisieren, zum Merch stellen, Leute zur Verfügung stellen, zum Aushelfen beim Merch-Verkauf und so weiter. Und richtig gut alles platzieren und auch Leute schicken zum Merch verkaufen. Aber dann ist es ein Service. Genau. Da gibt es einen Service, wofür sie auch bezahlt werden. Aber bei anderen Cases bekommen sie einfach so, ja, diese Ecke kannst du Merch verkaufen, macht nichts, oder? Und du musst einfach zahlen. Dann verstehe ich es auch so, hey, es ist ein bisschen nicht so fair, oder? Also ein bisschen nicht so fair. Das ist ein absoluter... Ich wollte jetzt das H-Wort wieder nicht sagen, aber es ist schon so ein Move. Ja, mega. Also, weil es ist einfach wirklich nur Schikane. Es hat nichts mit irgendwie... Es hat nichts mit Dings zu tun. Weil was willst wie willst du das berechtigen? Wie willst du das irgendwie können rechtfertigen? Ja, als Venue. Und ich meine, schon als Musiker machst du so eine kleine Gewinnmarge in dem Sinne, so als wenn du viel von dem Geld noch zurück investierst. Ja. Auf Live-Show, auf... ich meine, Merch musst du auch alles im Voraus kaufen, oder? Und wenn du nicht verkaufst, dann machst du einen Verlust, oder? Ich meine, also vor allem, weißt du, ich mit meinem Business-Abschluss, den ich da habe, muss einfach ganz ehrlich sagen, Venues, die einen Merch-Cut machen, sind einfach schäbig. Weißt du wieso? Mach einfach deine Miete höher durch Double. Ja. Ja, nicht nur das, sondern musst auch überlegen, sie wollen den Cut vom Merch, aber Künstler bekommen keinen Cut vom Alkohol verkauft wird. Ja, eben. Ich meine, du kommst ja, das ist ja das, was viele Leute nicht checken. Wenn du als Band ein Konzert spielst, egal ob es eine grosse Show oder eine kleine Show ist, dann kommt der Veranstalter, der meistens eine lokale Agentur ist bei grossen Touren. So, wenn es Parkway Drive kommt oder so, dann ist es, wie heisst es, Mainland ist Parkway Drive, gell? Ja, Parkway Drive ist bei Mainland, ganz sicher, weil ich habe GL über Dings bekommen. Mainland. Ja. Weil ich bin Review schreiben, nicht weil ich einfach blablabla. Und die müssen dann quasi, dann kommt so das ist dann, weißt du, das sind so Agenturen, die miteinander reden. Die Agentur, die Parkway Drive hat, die grosse, ihr Management und ihr Booking. Das ist Avocado-Booking, glaube ich. Ja, genau. Die kommen dann so quasi auf die lokale Agenturen zu. Ich glaube, wenn es mir recht ist, wir können mal noch mit dem Umi reden. Unbedingt für dich. Ich glaube, die kommen dann auf die lokale Agenturen zu und denen, ihr Job ist dann, quasi ein Venue zu buchen und dann das Konzert mit ihnen zu veranstalten. Und ein Venue buchen heisst, du mietest einen Raum. Ja. Und in dem Sinn finde ich es einfach völlig asozial, einen Merch-Cut zu verlangen, weil du buchst ja den Raum. Ja. Du mietest dich ja dort ein, dass du einen Abend lang dort rein kannst deine Show veranstalten. Wo kommt denn das Recht her? Eben, ausser das ist ein Service, noch irgendwie wollen von den Verkäufen dort rein Geld abzuzwacken, weil das macht ja keinen Sinn. Und ich verstehe es auch nicht, weil ich meine, es ist allgemein jetzt die Situation, wo es auch teurer geworden ist, Tours zu machen. Oder ich meine, sind wir mit den Tourbuses, hast am Anfang vom Ende der Pandemie, das Problem war ja, dass viele Leute sich die in diesem Bereich gearbeitet haben, haben angefangen in anderen Bereichen zu arbeiten. Es hat einfach keine Arbeit gegeben. Plötzlich fangen wieder Konzerte an und es gibt eine Knappheit an Bus, Knappheit an Crew, Knappheit an alles. Und anscheinend war das Problem, dass mega viele von diesen Logistikunternehmen, die die Tours machen, aus Russland kommen. Stimmt. Und Russland hat ja gerade noch ein bisschen andere Sachen gemacht. Ein bisschen nicht das richtige Moment. Stimmt, ja.
von dem her, Russland hat das Gefühl gehabt, sie müssen da andere Sachen machen und dann haben sie nicht können, dann haben sie die hohen Busse nicht können buchen. Darum sind auch so viele Ausländer, also so viele Touren aus Amerika abgesagt worden, Mega. von amerikanischen Bands. Europäische Bands haben ein bisschen weniger Probleme gehabt, weil die einfach auch noch können sagen, gut, wir gehen mit uns nicht. Itchy ist mit ihrem eigenen Auto als Greenfield gefahren und nachher sind sie nicht, also sie haben es auf der Bühne erzählt, ich weiß nicht, wie fest das stimmt. Und nachher sagen sie mit ihrem Opel Astra oder was auch immer war, in Greenfield Backstage angefahren und haben reinwählen und dann haben sie zuerst mal müssen durch das Verhör durch, weil die keiner geglaubt haben, dass sie nachher spielen. Weil sie nicht mit einem Nightliner gekommen sind, weißt du? Das ist so lustig. Aber ja, nein, also es ist eine schwierige Situation, aber ich glaube, da bräuchten wir jemanden, der in diesem Bereich auch arbeitet. Oder? Umi können wir sicher mal fragen. Ich wollte unbedingt mal mit ihm einfach mal Erfolg Wir müssen etwa 3 Folgen mit dem Umi haben. Eine mit dem Umi, der Businessmensch. Ja. Eine mit dem Umi, dem... Konzert. Gut, jetzt ist er nicht mehr bei Lotterify, jetzt macht es nicht mehr so viel Sinn. Aber einmal mit dem Umi, einem Instagram-Influencer. Genau. Wie wir ihn liebevoll nennen, Paris Hilton. Ja, hast du sein Instagram-Profil schon mal gesehen? Ich habe gesehen, Er ist ein gottverdammter Paris Hilton. so. Aber nein, ich würd sagen, dann gehen wir. Ja, jetzt gehen wir weiter zu Gucken wir Releases an. Es gibt ein paar gegeben. Releases. Ja, es hat 2, 3 gegeben. Voll. Also, soll ich? Ja, ich fange es schnell an, weil ich habe Alright. schon die Insta-Story dazu gepostet. Alright. Er ist leider literally einen Tag zu spät gekommen, um bei unserem neuen Dings dabei zu sein. Weil wir haben ja... Er ist ein bisschen älter. Aha, stimmt. Ja, Wir haben nämlich den Podcast released. Mhm. Wir haben den Podcast aufgenommen am Donnerstagabend. Am Freitagmorgen ist der Song rausgekommen. 1,5 Wochen später sind wir zu Xonor. Ja, stimmt, ja. Und der Song ist Esperanza von den Brudis Must Be Wrong. Mhm. Wo einfach, also meiner Meinung nach, eine der besten Bands sind, die die Schweiz je gesehen hat. Mhm. Kannst du mir sagen, was du willst? Ja, Hast das du sind sie ja schon live gesehen, gell? Ja, mit dir. Ah ja, stimmt. Ja. Must Sorry. Be Wrong mit Voodoo Hey, sorry, Und, die Band. und Matchbox Whisper. Ja. Das ist einfach so wie Punkmusik. Einfach dreckig, laut, Mhm. direkt, geil. Und Naked Soldier, das ist auch gewesen. Stimmt. Voll. Und weißt du, was bei Must Be Wrong wirklich sexy ist? Mhm. Sie sind Vorband von A Wilhelm Scream. A Wilhelm Scream ist ja so eine riesige Band aus Amerika. Okay. Alle kennen sie außer der Ricky. Klingt wie eine Schweizer Volksmusikband. Ja, nein, die heißen der Wilhelm Scream wegen dem Wilhelm Jesus Scream. Christ. Machst du einfach weh am Gesicht? Ja, das ist was. Dann muss ich das infizieren nachher. Jesus. Oh no. Ein Lunalla. Oh no. Auf jeden Fall, sie haben jetzt so was von abgerissen, Mhm. dass nachher die Hauptband einfach kein Brot mehr gehabt hat. Die haben wirklich, die Hauptband, Wilhelm Scream, hat niemand mehr interessiert nach ihnen. Also, mir ist auf jeden Fall so vorgekommen. Das war schon geil gewesen. Geil. Nein, das Eben, neuer Song Esperanza hören, auch wenn er schon 3 Wochen Mhm. alt ist. Das Lied ist fett. Ich habe es 2 Tage am Stück gelost. Ja. Ja, Dings, Unser Lieblingsrelease, Mann. geil, einfach geil. Paper X Wrists heisst es so, der EP? So als Band. Nein, der Name, der nachher kommt. I bought her a cheeseburger, but she was vegan, ist der Songtitel. Ist Songtitel, aber das ist ein EP, ne? Das sind mehrere Songs gewesen. Ja, sie haben eine ganze EP rausgelassen, aber sie haben als erstes den Song released, darum haben wir den Song hingeschrieben. Ach so. Also Paper X Wrists oder Paper Cut Wrists oder Paper, keine Ahnung was. Paper Aber X Wrists, oder? bist du 2010 auf der Welt gewesen? Kennst du MySpace? Lebst du Asking Alexandria von früher? Meinst du, jetzt machen sie schlechtere Musik wie früher? Sind die in Spotify? Ja. Hast du das Gefühl, haben sie ja im Auto rein. Eben. Hast du das Gefühl, Crapcore ist mehr als das, was der Nick Nocturnal daraus macht? Hast du das Gefühl, MySpace sollte immer noch rum sein und Facebook nicht? Dann los Paper X Wrists. I Okay. bought her a cheeseburger, but she was vegan. Jetzt habe ich den Namen von der EP und von jedem Song. Lies vor. Es ist Also. wirklich grande. Es ist wirklich Es ist- MySpace Core 2007. Einfach geil. So, es ist, EP heißt A Daily Dose of My Own Regret. Sehr emo. Und fucking hell, der Name ist so lang, dass ich muss den Song aufmachen werde. Der Song heißt fucking hell. Okay, der Song heißt If Noon even knows we're doing this, how will we get on Rise Records? Fuck me. Alright. Was ich aber auch saugeil finde, sie haben einfach blatant Asking Alexandria Breakdowns kopiert Oh, ja. und innen da und alles. Das ist So so gut. Und dann hat der nächste Song ist Video Song New Master Version 2. Das ist eben der I bought her a cheesecake, but she was vegan. Weil auf YouTube heißt er so. Oh,
Wieso haben sie das nicht dort getan? Ja, weil der Videosong ist der mit dem Video, wo der Film kennt, das Intro macht auf Spotify, aber auf YouTube macht das nicht. Ah, okay. Dann I get 6 stars on GTA just to feel wanted. Geil. Ah, fuck my life, die Namen sind so gut. Und dann hat's oh wow, you sound exactly like that other band. Das ist der mit dem Asking Alexandria Breakdown und allem. Der Song ist voll mit... Before they turn to shit. Ja, genau. Das ist der Song, den müsst ihr euch wirklich gönnen. Ich muss das Video auf YouTube schauen und den Song gönnen. Weil der ist wirklich, wenn er MySpace Core liebt, es hat so viele Referenzen zu MySpace Core. Aber ich finde immer noch, I bought her a cheeseburger, but she was a vegan. So ein guter fucking Name. Einfach geil, Jungs, einfach geil. Also ich feiere es. Wir haben es gefühlt, wir haben es auch auf dem Weg zum Genre Podcast gelost. Nicht nur. Ah, fucking geil. Es ist so dumm, dass es einfach schon wieder gut ist. Aber genau, ich liebe es. Dann sag mal den nächsten. Cancel. Dragged Out in Silence. Wurde böse, ich habe sie ja geschickt. Ja, Die stimmt. sind hässig, Bruder. Das ist Richtig wirklich hässig, ja, Mann. Also der Song ist von... Der Song heisst... Cancel. Nein, der Band ist Cancel. Eben, Cancel ist Band. Voll. Boah, ich finde stabile Einwort-Bandnamen sick. Ja. Obwohl ich muss sagen, ist wahrscheinlich nicht so einfach zum nachher in Spotify finden. Ja, außer du hast so einen Einwort-Bandnamen wie Versus. Den findest du easy. Dann schon. Nein, aber Cancel, haut rein, Leute. Es klingt hässig, wurde gut. Es hat mich gefreut, mal neue Musik von den Jungs zu sehen. Und ja, einfach hässig. Und dann kommen wir zu People Die at the Fair. Sehr coole Boys von People Die at the Fair haben Straight Ally rausgebracht. Ja, hässig. Es ist hässig. Stumpf. Es ist richtig stumpfer, hässiger HC. Und der Ivo hat krasse Vocals halt. Ja, Ivo seine Vocals sind krass. Es ist wirklich gerade der Bumbi, der Bomber am Schlagzeug, der kenne und auch der Gitarrist. Ich kenne eigentlich quasi die halbe Band von früher. Weil der Gitarrist ist ein Kollege von mir. Ja. Der andere Gitarrist hat mit dem Schlagzeuger zusammen bei wie haben sie jetzt geheißen? Skulls gespielt, die ja auch schon mit uns ein paar Konzerte gespielt haben. Ja, es war so eine Punkband. Und ja, das ist wirklich brutal hässiger Scheiß. Das ist hässig. Und das Einzige, was ich blöd finde, ist, der Ivo hat gesagt, er macht noch ein Video zum Promo machen, wo wir dann posten könnten. Ich habe ihm noch 2-mal geschrieben, aber irgendwie ist nichts gekommen. Oh, der Ivo ist wahrscheinlich busy. Ich meine, zwischen Band, Arbeiten und als DJ unterwegs sein. Ivo, vergiss uns nicht. Nein, aber es ist wirklich cool. Also ich wollte mal live sehen. Weil, ja, das ist die sind geil live. Wir haben da ihrem ersten Konzert spielen. Eben, das war richtig hässlich. Das ist wirklich so richtig so stumpfe, so Luftpunch-Musik. Das ist einfach so, der Tim Lambesis puncht ja immer so Imaginary Midgets. Das ist genau so Musik. Genau. Ja, nein, also ich finde es richtig geil. Und ja, wir haben unbedingt live gesehen. Das ist, glaube ich, der erste Song, den wir rausgekommen haben, oder? Ja, das ist der erste Song, den wir released haben. Eben. Also mach weiter so. Könnt People Die at the Fair hören. Oder werden ja produziert vom Luke. Genau, produziert vom Luke. Also, hey, warte schnell. Warte. Eben genau deshalb. Könnt, ich lese es aber immer als PDATF. Wir sind ja, glaube ich, in Instagram PDATF. HC. HC oder so etwas. Und ich lese es PDATF. Aber nein, People Die at the Fair. Sehr geil, Jungs. Machen wir wieder so. Kann ich gerne live sehen. Eben gemischt. Der Song ist recorded worden jetzt. Achtung, Segway Masters. Recorded, mixed, master produced. Vom Luke Tashi. Oh mein Gott, hey. Hey Ricky. Was? Der nächste Song. Ist auch von ihm produziert? Brudi, da steht Her Name Was Claire. Aha. Dort ist der Luke doch auch. Dort ist er auch dabei. Ich finde es gut, wie Samuel L. Jackson da so verwirrt schaut. Du weißt genau, von was wir reden, du nicht so. Voll. Und er ist nicht nur dabei, sondern ich glaube, er soll auch selber produzieren. Ja, ziemlich sicher, ja. Ich glaube es. Nein, definitiv. Es sieht so aus auf Instagram auf jeden Fall. Nein, der sicher ist mega viel am Mischen und Master und Zeugs am machen. Also, ich finde es super cool. Aber eben, Her Name Was Claire, Miserable. Hey, fett im Fall. Also ich finde, die Songs, die sie da machen, sind einfach weltweit Potenzial. Ja. Also ich finde, das würde ich jeden Tag im Radio hören und ich würde sagen so, nice. Nice, ja, wirklich nice. Gute Hooks, gute Harmonie mit der Stimme. Es ist catchy. Mhm. Und
man kann auch gute Musik machen, wenn sie nicht hässig ist. Eben, genau. Das ist wirklich gut. Ja. Das ist geil. Nachher kann der Luke hässige Musik mit Atlas Frame machen, oder? Aber dann hat er auch Her Name Was Claire. Das stimmt, der ist ja auch noch dort. Eben. Beide sehr gute Musik. Er macht ja auch noch Popmusik selber. Und die habe ich produziert. Stimmt, ja. Ja, sein Projekt ist sein Name, glaube Ja, Luke Tashi heißt es, ich. glaube Voll. Ich höre es immer noch im Fall. Ich finde es sehr cool. ich. Ja, ist geil. Voll. Aber ja. Congrats, Brudi. Richtig gute Musik. Congrats an die ganze Band. Das ist dann wirklich fett. Wir haben sogar können Sneak Peek hören. Ich habe vergessen, das zu schicken, aber ich habe es gelesen, bevor es rausgekommen ist. Voll gut. Du hast es gehört, bevor es rausgekommen ist und Ja. wir reden jetzt im Nachhinein darüber. Voll. Aber ja, eben, weil die Sache ist, wir haben, er hat es mir, glaube ich, so eine Woche geschickt, bevor es rausgekommen ist. Mhm. Aber in dieser Zeit haben wir keinen Podcast gemacht. Ja, aber wir sind im Fall nicht außerhalb vom Raster, alle 2 Wochen. Der Podcast von Xonor ist einfach am Montag rausgekommen. stimmt. Darum fühlt es sich jetzt an, als ob es Stimmt. 3 Wochen wären. Aber Genau. eigentlich ist es der Montag von dieser Woche Voll. 2 Wochen. Mhm. Wir sind jetzt wieder drin, Genau. am richtigen Genau. Ort. Und der letzte Song, den wir da haben, ist sehr gut. Alter, das war eben gewesen, am Das Konzert. ist- Mhm. Das war der Dave rum, gewesen, Mhm. von Nubia früher. Ja. Und welche Band hat er noch gehabt? Ist der Dave auch gewesen, am Konzert? Ja. Amongst Pariahs hat es vorher Aha. geheißen, seine Der erste ist Band. Heftig. Und ich habe gewesen. wirklich einfach, wenn ich den Bub sehe, dort ist er wirklich noch ein Bub gewesen. Ja. Und ich ihn das erste Mal live gesehen habe, ist er wirklich noch ein Bub Mhm. gewesen, das war noch keine 20 gewesen. Mhm. Habe ich einfach das Gefühl gehabt, so, holy shit, Mhm. sorry, aber das ist der beste Metalcore-Sänger, den wir Ja. in der Schweiz haben. Ich glaube, ich habe ihn So, bei no offense zu allen anderen, aber der ist wirklich brutal gut. Also, mir wirklich gewundert, dass Amongst Pariahs nicht größer geworden ist. Also, ich so. Ja. Ja, Monks Prize habe ich wirklich geil gefunden. Aha. Wirklich cool gewesen. Die haben mal mit Bury Tomorrow gespielt. Und Safer als Breath. In der Musikburg Aarburg. Schwere geil. Eben, dort habe ich das erste Mal Ja. gesehen. Dort habe ich Aha. Nubia das erste Mal gesehen. Eben. Und, Nubia. Amongst Pariahs, Amongst nicht Pariahs, Nubia, ja. sorry. Und eben dort habe ich gedacht, so, boah, der Sieg ist wirklich, also der ist von da unten so nasty Corpse Grinder, nasty, Mhm. zu nasty mit Schlager, nasty, Mhm. innerhalb von einem Scream. Ja. Also, es ist insane gewesen. Und das hat mich hure traurig gemacht, wo Nubia sich aufgelöst hat und einfach Mhm. nichts mehr gekommen ist von ihm. Voll. Also, Amongst mehr Pariahs ist ja gewesen. Sie haben sich ausgelöst 2017, Keine Ahnung. maybe. Dann aus dem ist Nubia. hat Nubia angefangen und Artifiction. Genau. Da ist der Püringer, der Ja. der Gitarrist, hat Artifiction angefangen. Und ich meine, von Amongst Pariahs sind einfach krasse Dudes, krasse Musik. Und der Dave ist bei Nubia gewesen. Nubia hat sich ausgelöst. Aufgelöst. Und jetzt gibt es Vicious Rain, Alter. Das ist fucking eine Supergroup. Gut, Vicious Rain ist ja. Ja, also, Es ist, ist, ja nicht nur Ex-Nubia. 70% Defender. 70. Oder? Ist es 70%? Ja, Der Mauro, der Michi? der Michi ist der Drummer. Ja. oder? Und der Triss. Der Triss ist auch noch dabei, gell? Voll. Ja, das ist in dem Fall 70. Ja, in dem Fall 70% ja, Defender. 70% Defender. Aber 80% mehr Eier, Bruder. Nein, also es ist wirklich. Ja, okay. Es ist ein okay. anderer Sound. Es ist ein anderer Sound. Absolut. Es ist ein anderer Sound. Also, wir müssen die trennen. Bei Defender finde ich mir recht gut. Vicious Rain geht ein bisschen härter, aber gleichzeitig sehr melodic. Also richtig geile Hooks. ja. Hooks, wo mich kommt amigs der Hook im Kopf. Ja, random die am ist Tag so durch. gut. Sorry. Mauro seine Mauro. Klima, das sind Kopfverteile insane. Voll. Was macht er sich eigentlich? Ich glaube, ich habe noch nie einen Song, den er geschrieben hat, nicht gut gefunden. Voll. Vor allem, ich habe ihm dann am Konzert, also nicht am Konzert von uns haben wir ihn gesehen, dann habe ich ihm gesagt, dass ich den Song von Defender, wie heißt er, Déjà-vu, hure geil finde, dass ich den einfach ständig wieder mal höre. Mhm. Und er so, was der? Und ich so, sorry, das ist einer von euch der besten Songs. und Defender ist meiner Meinung nach und bleibt meiner Meinung nach eine der besten Melodic Hardcore Bands, die es je gegeben hat. 100%. Ich meine, die Jungs sind crazy. Ich meine, ich habe die gefolgt seit ihrer ersten EP. Ja, voll. Und eben jetzt ist einfach so, ich bin happy, weil ich habe allen, was der Dave hat so gesagt, ja, vielleicht kommt am Montag etwas. Und ich so, oh mein Gott, der Dave macht wieder Musik, der Dave macht wieder Musik, er ist wieder rumschreien. Ja. Nein, ich habe eben mega viel, weißt du, bei Mauro seine Insta-Stories gesehen, dass er etwas schafft. Am Triss habe ich seine Insta-Stories gesehen, schafft etwas. Der Dave ist die ganze Zeit mit dem Mauro um den Triss und sind auch mit dem Dings. Fuck my life.
Egal, also die Jungs in der Musikabend und ich so, was macht ihr? Haut etwas raus, hört auf, einfach teasen, Alter. Was machen sie? Sie machen bei A Rising Empire Einfach- ohne einfach- etwas rausgebracht zu haben. Einfach bis jetzt. mit der Rising Empire, ein Fucking sick. Record-Label, haut fette Video und Musik. Und ich bin gespannt auf mehr, ganz ehrlich. Also ich wollte jetzt Vicious Rain hören und live sehen, Bruder. Ja, Mann, ich muss wirklich sagen, der Song ist wirklich geil. Und der blöde Teil, wo der Kinderchor kommt, Aha. der kommt die ganze Zeit einfach aus dem Nichts. Einfach kommt mir das Ding wieder in den Voll, Sinn. Es voll. ist wirklich schlimm. Eben, es ist Vicious Rain, The Devil and Lovers. Ja. Voll. Also Ich geil. falls ich als kleiner Podcast-Dude Mhm. noch etwas dürfte anbringen. Ja. So, ich weiss, zu dem Song hat es jetzt wahrscheinlich nicht gepasst. Mhm. Aber lernt den Dave mal ein bisschen mehr. Lernt den Dave mal ein bisschen. Wow. Also ich meine, die Vocals sind brutal, aber lernt den Dave mal wieder ein bisschen frei. Ja, ich Lernt glaube, ein bisschen nasty sein. wir müssen unbedingt mal einen Podcast mit den Jungs von Vicious Rain machen. Was denkst du? Ja, Mauro, Tris, Boys, Dave, Ali, Michi. Wir fragen sie so und dann sagen sie so, ja, zahlen ihr uns 2,50, weil wir profitieren ganz sicher mehr von dieser Collab wie sie. 100%. Nein, also wir finden es recht cool, Jungs. Machen wieder so. Richtig geil. Und sind sehr gespannt. Ja, auf der die Song hat mich nächste. wirklich weggetatscht. Weil ich bin, glaube ich, heimgekommen. Ich weiss nicht, wenn ich ihn das erste Mal gelost habe. Ich glaube, wann ist er rausgekommen? Aber nein, Dienstag. Nein, ich glaube, ich bin am Baboon Show Konzert gewesen und dann heim. Und alle haben mir den Song geschickt und ich bin am Konzert gewesen. Und ich so, ich kann jetzt nicht los, ich bin am Konzert. Dann bin ich heimgefahren und ich habe so den Song gelesen. Und ich glaube so, habe ihn dir geschickt. Ich so, Alter, wie gut ist das? Ja, Mann. Nein, und ich meine, meine Erwartung ist schon, weil ich habe auch gehört am Konzert, wo wir gespielt haben, von jemandem, wo mit mir in der Band spielt. Er so, hey, der Mauro bringt etwas am Montag raus. Und ich so, what? Und meine Expectations sind schon im Voraus hoch gewesen, oder? Also wenn jetzt etwas Ja, gekommen okay, wäre, Alter. weißt du, ich meine, eben sind Mauro, sind Trace, sind Dave, sind brutal gute Musiker. Und I was surprised und sehr positiv, also sehr, sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass es schafft, mich so positiv. Also nicht, dass ich nicht gedacht habe, es wäre nicht gut. Sondern weil Aber ich habe gut erwartet, aber sie haben einfach absolut fucking grandios Genau, geliefert. weil sie haben vorher schon so viel Gutes schon gemacht oder so heiß. Ja, die Messlatte war sauer gewesen. Genau. Und jetzt sie haben sie übertroffen, also Cheerio Boys, recht geil. Okay, ist gut. Jungs, Mach bitte so. nächstes Mal, wenn wir über euch reden, legen wir so schon rote Sohlen an, weil dann, falls nochmal einer in den Arsch kriechen, sehen sie, dass schon bei ihnen ist. Alright. Und wir kommen dann zu dem Konzert, wo kommen. Jawohl, fängst du an? Ja, voll. Ist nicht ein Konzert per se, aber ihr kennt ja unsere lieben Boys von Wer blasset was, der Josh und der Brian. Wir haben die sehr gern. Yeah! Und der Brian ja macht neben Podcast und Politik und Konzert noch Wrestling. Wie sagst du das? Schiedsrichter. Er ist Wrestling-Schiri, ja. Er ist Wrestling-Jury und er macht dann am 22. April er tut moderieren bei Warehouse Warfare Wrestling. Und ich habe nicht aufgeschrieben, wo es ist. In Rohrbass, glaube ich. Rohrbass ist es. Ja. Alright. Und das ist am 22.04. Ich muss mal schauen, ich glaube, ich kann gehen und ich würde dann gehen, wenn ich kann. Weil da wollte ich schon lange mal schauen. Ich wollte Brian unbedingt einmal sehen, aber das Problem ist, irgendein Kollege hat mir noch Tickets für Electric Callboy organisiert. Ja, 22.04. genau. Ich glaube, ich könnte sogar. Und die Woche voran spielen Moment of Madness Ja. als Support, glaube ich, von Final Story auf der Final Story Plattentafel-Tour Yes. am 15.04. Die Garage 8 in Olten. Yes. Das ist, Einfach geile Bands. das wird solid. Geile Ja, Bands. Moment of Madness habe ich gesehen. Greenfield Band Contest, stabil gewesen. Gratuliere. Stabil gewesen. Ist geil gewesen. Sehr cool. Gratulieren für den Sieg. He? Voll. Ja, machen wir weiter mit. Hey, ich habe im Fall jetzt gesehen, einfach spontan. Ich habe es bei mir im Kalender gespeichert. Ja. Am 21. April gibt es den Fight the Enemy Album Release Show im Werk 21. Voll. Mit. Warte. Schick mir zum Facebook-Dingsbums, Bruder. Warte, weil ich gesehen, es ist einfach in meinem Kalender. Aber was ist, wenn ich meine Friends fighten will? Kann ich dann auch gehen? Mit deinen Friends willst du fighten? Ja, kann ich dann auch ein Fight the Enemy Konzert?
Ja, kannst auch wahrscheinlich. Ficken, Alter. Ich finde es Kids schlägeln. voll. Aber ich weiss, es ist Fight the Enemy. Und wenn ich mich nicht irre, ist mit Shieldbreaker. Warte schon. Alright. Das würde Sinn machen. Oh, shit, Alter. Fight the Enemy, Shieldbreaker und Polar Shift. Brudi, wenn du Core gerne hast, wenn du Metalcore gerne hast, Brudi, dann gehst du fix am 21. April, Werk 21. Fucking geil. Das ist so eine Dreier-Kombo, die es aber hure oft gibt, oder? Ich kann, Die 3 Bands sind etwa so, die Ja. haben sich etwa gleich gern, wie so unsere Bands sich gern haben. Weil die 3 Namen, habe ich das Gefühl, kommen hure oft im gleichen Line-Up vor. die sind ja Badecore. Baden-Cool. Ich glaube, bei denen sind aus Baden-Region Baden. Das ist gut möglich, Oder? ja. Polar Shift sind auch, glaube ich, aus da in der Nähe. Gut möglich. Voll. Aber, und übrigens, habe ich leider nicht in der Liste gehabt, weil ich leider noch nicht Zeit hatte, um das Album Fight the Enemy reinzuhören. Aber, lass es mal rein, weil ich bin sicher, es ist gut. Ich tue gerne mich Zeit nehmen für Albums, weil dann kann ich wirklich von Anfang bis Schluss durchhören und wirklich mal fühlen in dem Sinn. Wenn ihr nicht reingelassen habt, Fight the Enemy hat das Album released, oder beziehungsweise, ich glaube, ist das ganze Album schon draußen? Das nehme ich schon Wunder. Bro, ich weiß es nicht. Aber das ist. Doch. Alright. Sie haben das ganze Album schon released und sie machen die Show nachher in dem Fall. Es heisst Uncharted, Fight the Enemy. Die Jungs sind heavy, machen geile Metalcore. Ich wollte nicht jetzt euch lügen und sagen, ich habe es gelost. Ich habe noch nicht gelost. Aber nur, weil ich wollte alles von vorne bis hinten hören. Und Shieldbreaker und Polar Shift sind einfach geil. Der Uncharted Fight the Enemy könnte einfach auch ein Game sein aus der Serie von Uncharted. Ja. Geil. Und übrigens, beim Shieldbreaker habe ich gesehen, spielt jetzt der Ronnie, ehemalig von Thorn, spielt jetzt bei Shieldbreaker. Okay. Und ja, bin sehr gespannt hier. Bin sehr gespannt, Ja, gut, die Jungs live zu sehen. Also ich bin dabei, glaube ich, im Fall am 21. Das ist glaube ich am Freitag. Also das müssen wir gehen, müssen wir schauen. Alright. Und am nächsten Tag gibt es Wrestling. Also das wird ein packtes Wochenende. Ja, Wrestling gibt es jetzt auch gerade da mit der Luna, Alter. Ja, Mann. Und, ja, ich habe vergessen. Du weißt mit euch? Sind wir ein bisschen hyperaktiv da? Gringa. Wenn wir spielen. Und übrigens, nächste Woche ist Impericon. Kommt früher. Ah ja, stimmt. Nächste Woche ist im Imperican Festival. Der Ricky spielt. Ich muss am 2 dort sein. Ich muss mir zuschauen, wenn ich hackendicht am Boden liege und so mache. Schon am 2. Sehr schön. Ricky! Wir müssen alle besoffen nicht reinlaufen, den Ricky unterstützen, weil das Imperican Festival kann man sich nicht nüchtern antun. Kommt, es gibt Free Hugs und gute Musik. Jawohl, danke. Das war mein TED-Talk zum Thema Imperican Festival. Ja, Mann. Kommt früher. Apropos Musik, Tinder. Machen wir es. Oh, stimmt, ja, voll. Alright. Da, wenn mich deine Doggies schon da, wenn ein bisschen. Alright. Ja, wir haben wieder Musik-Tinder. Finde ich sehr schön. Und willst du mal anfangen? Ja, ich glaube, ich muss das schnell lesen. Wir sind heute professionell, wir haben alles aufgeschrieben, Mega. aber nichts, wo wir es ablesen. Darum haben wir unsere Handys da. Wir sind nicht am Tindern oder so, keine Angst. Ja. The Wise Fools, suchen den Bassist. Yes. The Wise Fools kommen aus Ich habe es nicht geschrieben. Blank Space. Ist eigentlich auch egal. Wenn du Bassist bist, es gibt keine Bassisten. Voll. Das ist das Problem, es gibt keine Bassisten. Also wenn du ein Gitarrist bist, der Bass spielen kann und du suchst noch eine Band, dann geh doch mal googlen, wo die Wise Fools herkommen. Ich Was kann machen grad sie eigentlich für sagen, Musik? Wo der Wise Fools sind. Ich glaube, es ist Zürich. Ich glaube. Es steht nicht auf Facebook. Wer auch Das immer- ist nicht gut. Wer auch immer da. Ja, das ist nicht gut. Da müsst ihr EMS Media Mayhem hören. Hi. Definitiv. Die haben auch eine gute neue Folge rausgebracht. Mega. Ich bin noch nicht ganz durch. Ich bin ganz durch, es ist geil. Durch. Ja. Ich finde es voll lustig, weil ich habe Angst gehabt, sie haben gesagt, dass sie sogar noch über eine Versus reden und ich so, oh, das kann kein gutes Beispiel sein. Schön. Ist anscheinend ein gutes Beispiel gewesen. Und was ich... Da hat das Mikrofon nach, kannst du reinreden. Und was ich sehr gut finde an denen, ist einfach, sie sind wirklich, sie erklären dir, wie du alles musst machen musst. Und es kommt richtig sympathisch über, weil sie sind es am Erklären, es tönt wirklich gut, es macht Sinn. Und nachher fangen sie sich gegenseitig an anbeifen, weil es einfach bei beiden Bands auf dem Instagram-Profil nicht so aussieht, wie sie gerade sagen, das sollte. Ich finde es cool, wie sie Beispiele nehmen von Bands, die es wirklich gibt.
Ja, ich liebe es. Es ist wirklich sehr sympathisch und gut gemacht. Und eben, was ich auch schon gesagt habe letztes Mal, es kommt nicht von oben runter. Mhm. Was wirklich crazy ist, weil es könnte sehr schnell so wirken, als ob es von oben runter kommt. Nein, es ist wirklich und gute Infos. Ich meine, das sagt ja sonst niemand anders. Oder? Ich meine, die checken den Scheiß. Und jetzt muss ich nicht mehr irgendwo googlen für letzte News zu Algorithmen, was auch immer. Ich Ja, das warte ist einfach auf den neuen Podcast von den Jungs. Ja, und was ich einfach auch funny finde, ist, wie sie beim einen Ding ist, glaube ich, dort haben sie wirklich sich etwa 5 Minuten lang beeft, weil der eine jetzt das Gefühl gehabt, das sei besser Aha. und der andere hat das Gefühl gehabt, das sei besser. Und das ist einfach dann so, die arbeiten beide auf dem Beruf. Die wissen beide, die sind professionell in dieser Richtung tätig. Und das heisst in dem Fall auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, macht einfach mal, weil entweder gefällt es jemandem oder es gefällt jemandem nicht. Ja. Das ist so der mein Take dann auch. Genau. Nein, dann haben wir Diagnosis. Suchen den Bassist. Noch einen Bassist. Ich sage, es gibt keine Bassisten. Voll. Es gibt nur, das ist wie there are no chicks with dicks, only men with tits. So there are no bassists, there are only guitarists who play bass. Alright. Ja. Diagnosis suchen den Bassist. Die sind in Bern. Yes. Also gehen mal abchecken. Und Scars of Yesterday. Suchen den Gitarrist. Die haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt. Ja, ich glaube, wir haben die Diagnosis schon mal Ich erwähnt. glaube, alle, aber die suchen immer noch Musiker. Und Ja, deshalb sie suchen immer noch einen Bassist, weil es halt kein Bassist und gibt. deshalb tun wir die nochmal erwähnen. Also, wenn du Bass spielst, Mhm. komm mal aus dem Keller führen. Mach etwas. Voll. Und du Mach kannst etwas. entweder bei den Wisefools spielen. Und was machen die Wisefools nochmal? Ich glaube, es ist so ein bisschen rockiger. Ja, ich sage jetzt einfach mal Rock-Metal. Hätte ich auch gesagt. Weißfuß spielt Rock-Metal. Wieso finde ich die nicht auf Instagram? Ah, da. Alright. Die spielen Musician Band. Alright. Gut, hört EMS Media Mayhem. Ja, ich weiß nicht, was sie machen und ich weiß nicht, woher die sind. Aber. Der Gitarrist von Iron Your Fate ist, glaube ich, die Band. Alright. Also. Das heisst, sie kommen aus der Region. Luzern? Nein. Bern. Eher, ja. Eher, oder? Ja. Alright. Ja, Dings. Und ich sehe jetzt Hashtag Also Rock, Hashtag Hard Rock. Okay, Also, sie machen Hard Rock. die Wisefools machen Rock und sie suchen einen Gitarrist. Aber weißt du, wer das Bassist. wer das schon nicht herausgefunden hätte? Ah. Die Jungs von EMS Media Mayhem, weil die drücken dann nur drauf, wenn sie einen Linktree haben. Die faulen Siechen. Sie haben den Linktree im Fall. Oh. Also sie haben Okay. es korrekt gemacht. Okay, machen wir die EMS-Analyse. Alter, falls wir mit diesen zwei Jungs mal einen Podcast haben, machen wir Bandprofil-Rating. 100%. Nein, wir müssen unbedingt die Jungs mal einladen und eine Folge Ja. machen. Definitiv. Jungs, wenn die Bock haben, machen wir mal. Okay, wir haben jetzt alles schon gesagt, oder? Ja, nein, warte schon. Ich habe im Fall etwas anderes. Nein, was hast du jetzt noch? Weißt du, ich speichere eben, ich mache Screenshots von. Brudi, die Liste ist leer, wir können über nichts mehr reden. Nein, Mindbreather habe ich gesehen, suche noch einen Gitarrist, wenn ich mich nicht irre. Und ich habe mir, glaube ich, schon mal erwähnt. Mindbreather in Instagram. So, die Mindbreather Boys suchen. Verdammte Scheiße, sie haben es nur in der Story gemacht und nicht in. Alright. Ja, in dem Fall. Dann versuchen sie keine Musiker. Aber nein, sie sind aus Urin, ich glaube, suchen einen Gitarrist, glaube ich. Wenn ich mal richtig gesehen habe. Ja, Aber du, easy, nicht so das Ding jetzt. der Fall. Ja. Sollen sie uns schreiben, dann machen wir es nächstes Mal. Definitiv. Hey, wenn ihr ein Musiker sind und eine Band sucht, oder ihr seid eine Band und sucht Musiker, schreibt uns einfach direkt in Instagram. Oder ihr seid eine Band und ihr habt einen neuen Release. Schreibt uns in Instagram. Oder ihr seid eine Band und ihr wollt, dass wir überall reden. Schreibt in Instagram. Oder ihr findet den Ricky und mich heiß und würdet gerne herausfinden, wenn ihr an uns ankommt. Schreibt uns nicht in Instagram, weil meine Freunde will mich töten. Genau. Nein, aber ja, das ist eigentlich gewesen. Heute machen Was, wir ich könnte uns im Instagram schreiben, weil zu denen haben unsere Freundinnen ja keinen Zugriff. Wenn sie uns würden SMS schreiben, wäre eher dumm, wenn das Handy mal rumliegt. Nein, aber wir sind immer froh, wenn Leute Interesse zeigen an unsere Podcasts, unsere Musik, uns alles. Merci mal fürs Hören. Hey, und übrigens, wenn wir über unser neues Projekt reden. Ja, mach dir mal, weil ich habe gerade Alright. nicht so einen Schimmer, von was du reden willst, aber vielleicht Alright. komme ich raus. Also,
wir machen ja den Metal Servola Podcast auf Schweizerdeutsch für Ah, unsere Schweizer Zuhörer. Und wir haben eine Hammerzeit. Wir lieben den Scheiß, es ist einfach lustig. Aber es ist ein bisschen schade, dass nur Leute, die Schweizerdeutsch mitverstehen, oder? Wir reden ja gerne über Schweizer Szene, Band, Locations und so weiter. ja, aber die kann man eigentlich auch im Ausland hören oder Voll. irgendwo, wo man nicht Schweizerdeutsch redet. Genau. Aber wenn du kein Schweizerdeutsch kannst, dann kannst du es eben nicht. Und Schweiz ist nur ein Viertel Deutsch, oder? Wo Deutsch redet. Nein. Also die Schweiz ist viersprachig. Also, Es ist ein Viertel von der Sprache, Ja, ja, ein Viertel von der aber anderen in Prozent ist der deutschsprachige Anteil schon mehr als die Hälfte. Alright. Gehen wir in die Details. Also das ist jetzt einfach so meine Mansplain-Idee. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich aber weiß glaub's. auch nicht, ob es stimmt, weil ich komme nicht so draus mit dem. Aber Easy. deshalb machen wir ein kleines English Special. genau, fuck, wie heißt es? Wir machen nicht ein Offspring, wir machen Ein Switcheroo. Ein Kind. ich habe das Wort gehabt, verdammt. Ist eigentlich auch egal. Wir machen nachher noch kurz einen auf Englisch. Hört rein. Ciao. Wir machen ein Spin-off. Wir machen ein Spin-off von Metal Servola und er heißt The Swiss Cheese Metal Podcast. Ja. Right? Und der Swiss Cheese Metal Podcast wird ein bisschen kürzer sein als Metal Servola. Ja, hoffentlich auch. Weil Ja, wir haben ja hoffen gesagt, wir halten den schon kurz. Ja, genau. Voll. Es wird ein bisschen kürzer sein und es wird dort mehr darum gehen, wir wollen mehr die Bands aus unsere Gut, lokalen... aber wieso erklären wir das eigentlich denen, die Schweizer sind? Weil die hören das ja nachher eh nicht. Die hören es wahrscheinlich eben auch. Also, Ja, aber die kennen ja Bands schon, die davor reden. sowieso. Aber hey, wenn du willst, irgendwie nochmal mehr hören von uns auf andere ja, Sprachen... du meinst, wenn du noch mehr willst von uns. Ja, genau. Wenn du einfach findest, so, hey, ich habe schon alle Metal Servola wieder durchgelost, habe sie mäßig gefunden, aber vielleicht finde ich etwas Neues. Dann, Das stimmt. wir machen jetzt auf Englisch und wir schnurren dort nicht mehr als jetzt. Das Ziel von dem ist eigentlich weniger zu reden und mehr Musik hören. Ja, eh. Von dem her, wir müssen jetzt an die Säcke, sonst kommt das nicht mehr Voll. gut. Und wir werden, das Ziel von dem ist mehr, die Bands von der Schweiz teilen mit Leuten, die nicht in der Schweiz sind und Genau. nicht Schweizerdeutsch verstehen. Und wir reden nicht über grosse Bands. Also wir reden nicht über Paleface, Dream Shade, Breakdown of Sanity, Elevate oder sonst irgendetwas. Weil die kennt man schon. Ja, genau. Wir reden über die Kleinen. Einer von den Bands, die vielleicht nicht so verbreitet sind im Ausland. Und das machen wir in The Swiss Cheese Metal Podcast. Wir tun uns auch verlinken. Ja, wir Ihr sehen werdet- euch dort. Ich werde jetzt auch im Metal Servola irgendwo verlinkt sehen. Und ja, wir sehen uns dort. Bis Tschüss nachher, zusammen. ciao. Ciao zusammen. Oder sollen wir sagen, see you soon. See you Bye. soon, bitches. See you soon, bitches.